Erfüllt euer Schicksal. Bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Okay, und weiter geht's. Wer die letzte Folge nicht verpasst hat, ich verlinke sie hier oben, der weiss, heute geht's um die Wurst. Weil wir haben mit einem recht fiesen Cliffhanger aufgehört. Und zwar werden wir jetzt den Alduin treffen. Kurz vorher werden wir aber noch den Drachenfallschrei lernen und dann probieren wir, den Alduin zu besiegen. Ihr habt sie. Die Kell, die Schriftrolle der Alten. Tidkrach, Kalos, die Zeit erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch treibt der Untergang an. Kogan Akatosh. Die Knochen der Erde selbst stehen euch zur Verfügung. So geht denn. Erfüllt euer Schicksal. Bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Er kann die Zeichen nicht übersehen. Treffen wir den Alduin. Der Alduin. Gormleit! Uns wird die Zeit knapp! Der Kampf! Sultur se Alduin Bokri. Heute wird Alduins Herrschaft wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Krifot Akrin. Sterbt jetzt vergebens. Ein ruhmreicher Tag, nicht wahr? Habt ihr keinen anderen Gedanken, als daran, eure Klinge in Blut zu tauchen? Was gibt es sonst noch? Der Kampf dort unten nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wir werden den Sieg erringen. Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird kommen. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns fürchten? Selbst jetzt. Wir haben ihm schwere Verluste beigebracht. 4 seiner Leute sind heute allein meiner Klinge zum Opfer gefallen. Doch noch konnte niemand Alduin selbst standhalten. Galtor, Sorry, Birkir. Sie besaßen nicht den Drachenfallschrei. Sobald wir ihn herunterholen, verspreche ich mir, seinen Kopf zu holen. Ihr versteht nicht. Alduin kann nicht wie ein niederer Drache niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die unsere. Darum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht. Feldir, wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, werde ich das auch wir nicht werden uns selbst um Alduin kümmern, hier und jetzt. Das werden wir schnell genug sehen. Alduin nähert sich. Wie ihr wollt. Meien, Tarodisame, Himhinde
Pali, zu Hindan. Die uns von Sorgengarde aus zusehen, sollen uns um den heutigen Tag beneiden. Wenn ich heute sterbe, dann nicht in Angst und Schrecken. Zum ersten Mal wird ihr Blut, Wurm. Ich sehe es in euren Augen. Himmelsrand und frei sein. Sollt ihr sein? Das hat keinen Zweck. Schnell! Wartet, Alduin, der Geflügelte. Schwester Falke, gewährt uns euren heiligen Atem, um diesen Vertrag zu Gehör zu bringen. Hinfort, Weltenfresser! Durch Worte mit älteren Knochen als den euren brechen wir euren Halt in diesem Zeitalter und schicken euch fort. Ihr seid verbannt. Wir schreien euch hinaus von all unseren Enden bis zum Letzten. Ihr seid verbannt. Es hat funktioniert. Ihr habt es geschafft. Ja, der Weltenfresser ist fort. Mögen die Geister unserer Seelen gnädig sein. Alokinakib Selesor. Mein Bauch ist gefüllt mit den So, Seelen jetzt geht's da eurer Kragen. Sterblichen. Alduin. Lernen wir zuerst unseren Schrei. Genau den. Schöpfe Dovaki. Sterbt jetzt. Stirb du zuerst. Lostfun! Ihr kommt zu spät, Alduin. Zuletzt Jawohl. Stahlschwert. Das können wir brauchen. Schnell, schnell, schnell. Ihr seid stark geworden. Aber ich bin Alduin, Erstgeborener von Atatok.
Weder von eurer Hand noch von der eines anderen. He's back! He's back! Lord Krongrach, ihr habt Gesundheit. wahrlich die Stimme eines Dova. Nach diesem Sieg werden Alduins Verbündete zweimal überlegen. Ni livrach hin moro. Nochmal? Ni livrach hin moro. Es ist richtig. Dies ist kein endgültiger Krongrach-Sieg. Doch nicht einmal die Helden von einst konnten Alduin im offenen Kampf besiegen. Alduin war immer Pachlok, arrogant in seiner Macht. Usnagar, Par. Er betrachtete die Herrschaft als sein Geburtsrecht. Das sollte die Loyalität der Dorf, die ihm dienen, erschüttern. Ja, einer seiner Verbündeten könnte es uns sagen, Mutmahus. Aber es wird nicht so einfach sein, einen von ihnen dazu zu überreden, ihn zu verraten. Vielleicht die Hofkassejun, der Palast in Weißlauf, die Drachenfeste. Sie wurde ursprünglich erbaut, um einen gefangenen Dova zu beherbergen. Ein guter Ort, um einem von Alduins Verbündeten eine Falle zu stellen. Ja, aber euer Sum ist stark. Ich zweifle nicht daran, dass ihr ihn von der Notwendigkeit überzeugen könnt. Ja, das war vor langer Zeit, müsst ihr wissen. Damals gab es mehr von uns, bevor die Brunike, die Akaviri kamen und all meine Seima töteten. Ich habe ihn damals gelegentlich besucht, fast wahnsinnig geworden durch Einsamkeit und Gefangenschaft. Tiras, Sivas. Er erinnerte sich nicht einmal an seinen eigenen Namen. Ich weiß nicht, wie er gefangen wurde, aber der Bronjun, der Jarl, war sehr stolz auf sein Schoßtier, Park. Seither ist die Hofkassejun als Drachenfeste bekannt. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Ich habe noch einen Termin. Ciao. Gut. Gehen wir mit dem Jarl von Weißlauf reden. Und schauen, ob er einen Drachen beherbergen für uns. Balgruf, wo bist du? Da bist du. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Und über eure. Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Genau da. Was ihr da von mir verlangt, ist verrückt. Unmöglich. Ihr wollt, dass ich einen Drachen ins Herz der Stadt hineinlasse, ausgerechnet jetzt, wo ein Krieg vor der Tür steht? Ridiculous! This class is ridiculous. Very good. Well, so much for the easy part. Alduin? Der Weltenfresser selbst? Aber wie können wir gegen ihn kämpfen? Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Genau, darum brauchen wir Informationen. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Mir reicht das. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Genau. Ich will euch helfen, Drachenblut. Und das werde ich auch. Aber zuerst benötige ich eure Hilfe.
Ulfric und General Tullius warten doch beide nur darauf, dass ich einen Fehler begehe. Denkt ihr, sie werden einfach tatenlos zusehen, während ein Drache meine Männer abschlachtet und die Stadt niederbrennt? Nein. Ich kann es nicht riskieren, die Stadt zu schwächen, solange ein feindlicher Angriff droht. Es tut mir leid. Dann würde ich euch gerne bei eurem verrückten Plan behilflich sein, den Drachen zu fangen. Aber beide Seiten davon zu überzeugen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wird schwierig sein. Überlegt Der einmal Hass mir. sitzt zu tief. Vielleicht. Wie wäre es mit den Graubärten? Sie werden von allen Nord respektiert. Hochrodga ist neutrales Gebiet. Wenn die Graubärte gewillt wären, Friedensverhandlungen auszurichten, dann wären Ulfric und Tullius vielleicht gezwungen zuzuhören. Hochrodga ist die Schweiz. Die Schweiz auf dem Berg oben. Das passt doch. Ja, Drachenblut. Vielleicht könnt ihr diesen Drachen ein Ende bereiten. Und diesem Krieg mit dazu. Gut. Gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Platze. Vater hat mir vor Tagen ein neues Kleid versprochen. Also, wo ist es? Der Jarl Keine Balgruf. Zeit, so ein Kleid. Gut, gehen wir nochmal mit dem Angeher reden. Der Jarl Balgruf wird sich so lange wie möglich aus dem Krieg raushalten und sich auf keine Seite schlagen. Also weder die Seite der Kaiserlichen noch die Seite der Sturmmäntel. Und darum hofft er, dass es noch lange geht, bis der Tag kommt, wo er sich entscheiden muss. Darum ist er natürlich für den Waffenstillstand. Unter anderem. Alduin. Wir haben den Drachenfallschrei bis hierher gehört. Habt ihr ihn besiegt? Also. Das habe ich befürchtet. Ich dachte mir schon, dass er es war, den wir nach eurem Kampf gen Osten fliegen sahen. Wir sind keine Krieger. Was man einem Drachenblut durchgehen lässt, ist anderen Anhängern des Wegs der Stimme noch lange nicht erlaubt. Ihr missversteht unsere Autorität. Die Graubärte haben sich noch nie in politische Angelegenheiten eingemischt. Ich verstehe. Der Drache führt euch zu Alduin, aber ohne die Hilfe des Jarl. Patronax hat sich entschieden, euch zu unterstützen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Es scheint, dass sogar die Graubärte sich dem Atem der Veränderung beugen müssen. Dann soll es so geschehen. Sagt Ulfric und General Tullius, dass die Graubärte mit ihnen reden wollen. Wir werden sehen, ob sie sich noch an uns erinnern können. Super Sache. Gut, für den Fall, dass ihr euch fragt, warum dass wir überhaupt einen Drachen auf Weißlauf bringen und dann dort einsperren. Wir brauchen von dem Drachen Informationen über den Aufenthaltsort von Alduin. Ich weiss jetzt nicht, ob das so genau da gesagt worden ist, einfach zur Sicherheit, dass wir es nochmal erwähnt haben. Und aus dem Grund versuchen wir jetzt einen Waffenstillstand auszuhandeln, damit sich nicht zwei Gefahren für Himmelsrand auftun. Genau. Gut, dann gehen wir doch die zwei... Der Himmel über euch, die Stimme in euch. So sei es. Dann gehen wir die zwei Vögel reden. Die zwei Gegenparteien. Der Tullius und der Uli, der Ulfric. Zuerst nehmen wir den Uli. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los.
Sagen Dank. Tschüss. Überlegen wir uns, hä? Gefallen tut es mir da ja nicht. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg. Verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren, meine Dame? Aber wir haben uns auf keine Seite. Nächstes Mal denn. Die arme Nilsine ist am Ende, seit ihre Schwester ums Leben kam. Wartet! Ich kenne euch doch. Nein. Gehen wir zu unserem Lieblingsjahr. Voll daneben. Uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Servus. Kuriere aus Einsamkeit Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. So ein Kenne Trottel. ich euch? Ich mag den nicht. Jetzt echt? Diejenigen, die die früheren Skyrim-Videos auch schon geschaut haben, die wissen, wieso für alle anderen verlinke ich das Video hier oben. Ja, wir kennen uns, und zwar aus Helgen. Wir sind nämlich zusammen auf der Kutsche gehockt, wo du nämlich auch zum Tod verurteilt worden bist, lieber Kollege. Stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ja. Wirklich? Ach ja, ihr wart in Helgen bei uns. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Das ist richtig. Gut gesprochen. Nun, dann seid ihr hier richtig. Sprecht mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Dry up, Dursley, you great prune. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Sprecht mit Galmar. Es ist auch Zeit, dass sie ihren Blick statt in den Himmel wieder auf unsere blutende Heimat richten. Was wollen sie? Lydia langweilt sich. Ich habe natürlich den größten Respekt vor den Graubärten. Und die Drachenangriffe werden immer mehr zur Plage. Aber die politische Lage ist immer noch heikel. Nicht alle Jarl stehen voll und ganz hinter dem Plan, mich zum Großkönig auszurufen. Ich Warum kann nur? es mir nicht leisten, schwach zu erscheinen. Ich kann dem nicht zustimmen. Es sei denn, Tullius kommt selbst. Alduin, der Weltenfresser aus Liedern und Legenden? Genau. Nun, das ändert die Lage, nicht wahr? Angesichts einer solchen Bedrohung muss wohl selbst Tullius zur Vernunft kommen. Ja, ich gebe Tullius noch eine Chance, sich mit eingezogenem Schwanz aus Himmelsrand zurückzuziehen. Wenn Da er ist nicht doch für uns schön. ist er gegen uns. Da ist doch lieb von dir, Das Uli. weiß er. Sie Gut, der alle Uli ist wissen dabei. es. Wie lange werdet ihr warten? Jetzt mal schauen, ob der Tulli auch dabei ist. Der Tullius. So, jetzt gehen wir in meine Lieblingsstadt für Skyrim. Also mal optisch ist sie sicher die schönste, meiner Meinung nach. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Unglaublich. Oder so in der alten Festung. Wo müssen wir? Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ah, da rauf. Dort rauf müssen wir.
Entschuldigt, ich war in Gedanken versunken. Ich Alles plane meine gut. Hochzeit, wisst ihr? Es gibt so vieles zu bedenken. So, willkommen in Einsamkeit. Doing. Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie oft ihr fragt. Ich finde, das sieht so schön aus da. So schön grün. Direkt aus den Fjorden. Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Mhm. Und vor so dem Mittelalter-Flair. Ist doch brutal schön. Was Grüezi. wollt ihr, Spitzohr? Nix. Geh mit dem Tuli reden, mit dem Anführer. Rundohr. Bester Angriff ist eine... Wenn diese Rebellen denken, sie könnten uns fertig machen, dann werden sie sich noch wundern. Tuli, hoi! Ich erinnere mich an euch. Aus Helden. Mhm. Redet mit Legat Recke. Ich denke, wir könnten jemanden wie euch gebrauchen. Du hast mich umbringen, Kollege. Das ist nicht der Grund, warum wir da verstehe. sind. Dann gibt es nichts mehr zu diskutieren. Falls ihr eure Meinung ändert, redet mit dem Legat. Die Graubärte? Was wollen denn diese alten Einsiedler von mir? Warum? Es gibt nichts zu diskutieren, solange dieser Verräter Ulfric sich im Krieg gegen seinen rechtmäßigen Kaiser befindet. Sie entwickeln sich zu einem echten Problem. Aber ich wurde nicht nach Himmelsrand geschickt, um gegen Drachen zu kämpfen. Meine Aufgabe ist es, diese Rebellion niederzuschlagen. Und genau das habe ich auch vor. Drachen hin oder her. Das überlasst mal meinem Urteil. Übrigens leiden die Sturmmäntel Berichten zufolge genauso unter den Drachenangriffen wie wir. Na gut. Wir treiben die Sturmmäntel momentan zwar ziemlich gut zurück, aber wir sind bereits überlastet. Das kommt davon, wenn man versucht, mit einer Handvoll Truppen einen Krieg zu gewinnen. Wenn mir doch der Kaiser nur die Verstärkung gäbe, um die ich gebeten habe. Der Großteil der Armee ist an der Grenze zum Altmeribund im Einsatz. Der Kaiser kann es nicht riskieren, Cyrodiils Verteidigung zu schwächen. Von der Kaiserstadt aus ist unser Krieg hier nichts weiter als ein Nebenkriegsschauplatz. Ein Vorspiel, bevor das Hauptereignis gegen die Talmor fortgesetzt wird. Ja, in Ordnung, ich werde zu diesem Rat der Graubärte kommen. Mag dabei etwas Gutes herauskommen oder nicht. Sage Dank, Tuli. Freue mich doch schon riesig. Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Die Graubärte haben ein Friedensgipfeltreffen in Hochrodka einberufen. Und es ist kaum zu glauben. Sowohl Ulfric Sturmmantel als auch General Tullius haben zugesagt zu kommen. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Sage Dank. Sofern wir keine spezifischen Geschäfte zu besprechen haben, habe ich kein Interesse. Alles gut, gang weiter. Ciao. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrics Jungs zu töten. Also ich bin immer noch unschlüssig, wer mir helfen soll. Aber ich finde die politische Einstellung vom Uli doch noch ein Stückchen besser als die vom Kaiser. Ihr werdet in der nächsten Folge dann ein bisschen erfahren, warum. Ich tue jetzt nicht spoilern. Aber ich finde den Uli als Person halt voll daneben. Ich verlinke euch das Video hier oben, warum. Gut, gehen wir doch zum Graubart. Kann sich bereit machen für die Sitzung. Grüezi miteinander. Ihr habt es also getan. Die Männer der Gewalt haben sich hier versammelt, in diesen Hallen, deren Grundfesten dem Frieden geweiht sind. Ich hätte nicht zustimmen sollen, diesen Rat zu leiten. Wir Graubärte sollten uns nicht in solche Angelegenheiten verstricken lassen. Frieden? Das bezweifle ich. Vielleicht legen sie für kurze Zeit ihre Waffen nieder, aber nur, um vor dem nächsten Blutvergießen neue Kraft zu sammeln.
Sie haben noch nicht genug vom Krieg. Noch lange nicht. Kennt ihr das alte Nordwort für Krieg? Unendliche Jahreszeit. Und das beweist sich erneut. Aber Reue bringt nichts. Wir müssen jetzt damit leben. Nehmt euren Platz am Ratstisch ein. Mal sehen, welche Weisheit wir bei diesen Kriegern von Himmelsrand finden. So, das war es bereits mit der 13. Folge unserer Skyrim-Serie. Ihr merkt, die Lage spitzt sich langsam aber sicher zu. Dass man die Alduin nicht besiegen können, sondern nur in die Flucht geschlagen hat, stellt jetzt natürlich Bewohner von Himmelsrand vor ein Problem. Sie müssen jetzt mehr über Drachen herausfinden. Und damit sie das herausfinden, müssen sie zu Hintergrundinformationen kommen. Darum bleibt uns nichts anderes übrig, als den Drachen zu fangen und irgendwo zu beherbergen. Wo könnte man das besser machen, als in den Drachenfesten in Weißlauf? So. Jetzt ist aber das Problem, dass der Bürgerkrieg im vollen Gange ist. Und jetzt geht es in der nächsten Folge darum, Prioritäten zu setzen. Ob man den Bürgerkrieg einmal auf Eis legen und den Waffenstillstand aushandeln und sich mal um Drachen kümmern oder suchen sie eine andere Lösung. Wir finden es raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.